Hallo Rosemarie. Hallo. Du sag, kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das war, wo in den 30er Jahren oder was in den 40er Jahren? 40er, 44, 45. Also Stuttgarter. Die ganze Schulklasse ist da nach Othmarschen ausgewiesen worden mitsamt dem Lehrer. Aha, ja, der Lehrer geheißen? Der Lehrer hat Schäffler geheißen. Aha. Das war ein ganz, ganz gemeiner Mensch. Der hat jeden Tag bald 30 Tatzen verteilt. Und Kerle hat er nachgelegt und hat dann mit dem Stock noch Hosenspannes gemacht. Oh. Und dann ist seine Frau runtergekommen, weil die haben ja noch die Othmarscher Klasse, 3. und 4. Klasse. Also das war eine 4. Klasse, wo nach Othmarschen gekommen ist. Ja. Und dann hat der Lehrer die 3. und die 4. Klasse von Othmarschen übernehmen müssen. Ja. Und seine Frau hat oben drinnen gewohnt. Ja. Und dann ist die jetzt runtergekommen. Der ist jetzt arg geworden. Dann hat sie gesagt, also Heinrich, ich meine, jetzt reicht's. Gut. Das hat die gehört, wie der da unten die Kinder Geschlagen hat. Geschlagen hat, ja. Und ja, da hat jedes eine Tatze gekriegt oder so. Hast du schön geschrieben gehabt, dann ist es nicht recht gewesen. Hast einen Fehler drin gehabt, ist auch nicht recht gewesen. Sowieso nicht. Und da hat es einfach Tatze gegeben. Wenn der nicht eine ganze Schlange da standen gehabt hat, wo er Tatze runterhauen hat können. Dann haben wir natürlich mal einen Stock geschenkt und den hat man angeschnitten, dass das noch ins Stückchen gegangen ist. Das ist natürlich ganz arg narrt gewesen. Und das sind also lauter Buben gewesen. Und wohin die gewohnt? Bei den Leuten aufteilt. Da hat es geheißen, wer nimmt eben. Und da sind die ganz verteilt worden im ganzen Ort rum. Und das sind 30 Buben gewesen, die gekommen sind und sind da verteilt worden in Othmarschen. Aha. Und den hat es aber sonst, abgesehen vom Lehrer, den sie aus Stuttgart mitgebracht haben, ganz gut gefallen. Ja. Ja. Und da sind auch nachher nur ein paar da geblieben, wo dann für sich die Klasse wieder aufgelesen worden ist, wo der Krieg ausgewählt ist. Ja. Und es sind ein paar noch da geblieben. Also einer, der Dieter Knuppe, das ist ein Riesenkerl gewesen. Der ist noch konfirmiert worden und ist da geblieben, bis er also in der 8. Klasse entlassen worden ist. Und ist noch nach Stuttgart wieder gegangen und ist noch in Lehre gegangen dort, beim Daimler. Gut. Und anschließend, das hat man noch gar nicht gewusst, weil man hat immer nicht gewusst, wo der Knuppe ist. Und vor allem hat es geheißen, der Knuppe ist in Amerika. Ja. Und einer ist ja da geblieben, der hat sich noch in Othmarschen verheiratet, der Fritz Zingle. Ah, jawohl. Der hat auch noch ein Haus gebaut in Othmarschen und alles. Und also dem hat es Dorf gefallen und Hilde auch. Ja, und gut. Der lebt ja heute noch. Ja, prima. Ja. Ja, vielen Dank für die nette Geschichte. Tschüss. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.